Kapitel lesen in den Alten Bund, in 2. Samuel, den 9. Kapitel. 2. Samuel, Kapitel 9. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Siba, den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm: Bist du Siba? Und er sprach: Dein Knecht. Und der König sprach: Ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Siba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an beiden Füßen ist. Und der König sprach zu ihm: Wo ist er? Und Siba sprach zum König: Siehe, er ist Lodebar im Haus Machis, des Sohnes von Amiel. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machis, des Sohnes von Amiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David, und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach: Mephibosheth. Er aber sprach: Siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathans willen, und will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und der König rief Siba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich den Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn seines Herrn, soll täglich Brot an meinem Tisch essen. Siba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte, und Siba sprach zum König: Ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen, wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Haus Sibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Ik wil uit deze geschichte een paar dingen uitgeven, wat een dankbaarheid hoort dat, wat het betekent dat, een leven te vieren in dankbaarheid. Wir zijn hier von David, wann hij und seinen Freund denken dort an Jonathan, sein gewesener Freund, und er nicht mehr leben dort, dann doch er an einen Bund, was er mit Jonathan geschlossen hat, und der Bund, den beruht nämlich ab dort, weil David so dankbar wird für den Freund, was der an Arm getan hat, für dort, was der bei Arm bedienen dort. Und wir sollen hier ein dankbares Hort, dort fängt immer den Grund zum Danken. Kann wir das auch so? Sei wie nicht manchmal so in uns leben, dort wie fährten gleichen Grund zum Danken fängt, wir haben so viele Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht nicht so sein, als wir uns die wünschen wollen, oder wo wir vielleicht sollen besser sein, und wir fängt meist nicht den Grund zum Danken. Aber ein dankbares Wort fängt immer den Grund zum Danken. Der fängt irgendwo, was am dankbar stehen wird, trotz all dort, was wir besiegen, nach ran, das, was er vielleicht gar nicht so froh annehmen kann. Ich denke an ein Buch, eine Geschichte, die ich mal lesen dort, dass wir in ein Dorf, und das Dorf, das hat dort ja eine sehr feine Arnd gekriegt. Und die deuten Erdscharten Farmeren durch, und nu hast du ein Buch, der hat eine sehr feine Arnd gekriegt. Dann kommt ein anderer Mann in den Buch und sagt, na, wie deutet das ja? Ist der Arnd fein? Sagt er, hat sehr fein gegeben. Gute Arnd gegeben. Dann sagt er, aber wolltest du was, mir fehlen die kleinen Erdscharten. Das Buch, das wir so, der hat nach einer Schweinsfarm, und dann deutet er immer, wann er eine Arnd eingebracht hat, die Erdscharten durchlesen, und all dort, was eine kleine Messer gewähren, was nicht ferne Erdscharten wären, dort dein für Schweinsfahrer. Und nu hat er ein so gutes Jahr gehabt, nu hat er keine kleine Erdscharten gegeben, nu hat er kein Schweinsfahrer, nu fehlt da noch wahrer Wort. Das Beste,
Weil je wird eigentlich sein Glück, wie dort Leute am nicht dankbar sind. Und ich glaube, so verdorben sind wie von der menschlichen Natur her von uns hört, dort wir fährten nicht einen Grund zum Danken fängen. Wenn wir ab David kicken sollen, dann will wir sein, dort David dort auch hat Kunst es dort gut. Was hat David in seinem Leben nicht alles belebt, was wir wollen sein, was an dort leben wird, han könnt so schwer merken, dort heute den Grund zum Dankbar sein, ever sein wird. Von dort hat ever genug. Wie viel Jahre als David auf der Flucht war, versaut, sein Schwerführer. Heute wir eigentlich das Schwiersehen vom König geworden am einen Dierenpriest, nämlich durch einen Mann, Goliath nämlich im Krieg besiegt, wo sich keiner non wehren deut. Und an Luther, du hat heute danach wirklich der früh Krieg, wo sie am versprechen haben, muss er sich dennoch am einen gefährlichen Priest halten, nämlich 100 Vorhäute von den Philister. Und als er dort dann alles hat, dann kriegt er der früh, wo sie am versprechen hat, er war Schwiersehen vom König. Und so ist das damals wir, die Schwiersehens vom König, er auch die ganze Familie. Die wohnen ab den Hof von dem König und waren fasten und irgendwo wir, die euten immer das vom König, das vom König zu eten, dort wir was ganz Besonderes, was ganz Dieres, was ganz Edles, eine besondere Ehrstelle dort. Und dort traf David auch. Aber er steht dort, dann muss er ran an sein Leben. Er muss sich verstärken, irgendwo, manche Boy, wo viel Nachten hat David irgendwo eine Wüste verbracht, nachgeblieben, irgendwo eine Drehe Gegenden, wo er knopfte, Wunder geben deut, irgendwo manche Boy, wild am Herirren, irgendwo eine Felsen, eine Heulen, was immer, was er geblieben, erste Nacht, wo er sich gehüst hat, wo er gewohnt hat, wo viel Psalmen hat er geschrieben, wo er in Not war, und wo er Gott prachen, der dort er am Tag raten wird, in der Lebensgefahr, und wo er stärken deut. Und dann zu boven an, wie er nach etliche Jahre, ich glaube, dass wir einen Hofjahr, ich weiß das nicht mehr, wo er bei den Philister wohnt dort, eigentlich bei den Fien, wer ihn häusig in sein eigenes Land und ja sein eigenes Volk und ja seine eigene Familie, bei den Schwerführer sein Hüs nicht freifallen soll, weil er durchwollten soll, dass er nicht wird um Leben blieben. Dort wird David sein Leben und dort werden Jahren, wo das dort gehen soll. Und die Jahren, die gehen immer. Und trotz all dort, was anbejehend wird, wollt ihr David dort nicht verjäten, was vergaudet heu, durch die Tiden noch gehört hat, was vergaudet heu vor die Tiden gehört hat, und wollt ihr am bleibt dort nicht üt, dass heu nicht danach kann dankbar sein, und dass heu einen Grund der Dankbarkeit fängt dort. Ein dankbares Wort, dort fängt den Grund zum dankbar sein. Jesaja, den ersten Kapitel, nur will ich einen Vers lesen, Jesaja Kapitel 1, Vers 2, du sagst Gott zu seinem Volk, hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, aber sie sind von mir abgefallen. Wollt ihr Israel, da dort nichts David dort deut. Dort hat ein ganz anderen Wort. Gott sagte sein Volk, heu haft er abgetragen, heu haft seine Kinder zu Wort gebracht, aber nu sind die von ihm aufgefallen. Die leben gleich für Gott, auch wenn Gott die durch schwierige Tiden gehalten hat. Und Gott, der aber unter steht, sein Volk Israel, dort verschmieden und heute er Rüd fordern und fragt ihn, gibt dort irgendwo noch Herden, wo er dort auch so tun, als was die dort tun, wo er ihre eigene Jäter verluten tun, nicht nur die Herden verluten ihre Jäter, und da ihre Jäter, die können nicht halten, die sind von Steinen, die sind von Holz, die sind von Gold, die können ihn kaum halten. Und Gott hat sein Volk gehalten. Und nun verläutet noch ihren Gott, der wo er gehalten hat, weil ihr dort bewiesen, eine Undankbarkeit gegenüber ihren Gott. Nicht so dort wie David. David, heute fängt den Grund zum Danken. Und ich wünsche, dass wir dort auch möchten, sie es dort tun. Trotz alles, was wir begegnen in uns Leben, macht dort nicht so eine Bitterkeit, oder macht dort nicht so ein Horten uns geben, dass wir schließlich nicht mehr zum Danken fängen, sondern dass alles bloß traurig und alles bis dies da ist. Und dass wir Gott nicht danken können, dass unsere Anstellung von der Dankbarkeit dadurch wird verloren gehen. Wir sollen hier bei David, dort ein dankbares Wort, dort lebt den Dank. Der ist nicht bloß, dass er sagt, ja, Dank schön, und dann geht er wieder, sondern ein dankbares Wort lebt den Dank.
Ich will den 3. Vers nochmal lesen, in 2. Samuel Kapitel 9. Da sagt dort, und der König sprach, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass sich Gottes Gnade an ihn erweise? Gäftet du noch irgendwem, ist du noch irgendwer ewig geblieben? Morgt wie dort mit Wort von euren Ton, David dort hier Frau und der sagt nicht, na, wenn irgendwas geben wird, der möchte sich auch melden. Oder und so weiter. Oder wenn dort erst sein, der wir uns vielleicht der Hort auch klappen in Menschen nach, hoffentlich malen sich nicht nicht so viele Menschen, vielleicht jaftet doch nicht irgendwo noch ein Dolsens, da wo ewig geblieben sind. No. David, wie morgen hier mit seiner Frau, es ist dort Frau und dort wir sind Mensch. Heu sagt du nur, jaftet irgendeine Gelegenheit, wo ich noch kann beweisen, dass ich einen Bund mit Jonathan habe, wo ich noch kann ein Dankeschön wiesen und dort wird sein schwerer Jonathan für ihn getan hat. Jaftet irgendwo eine Gelegenheit, heu wir nicht bis zufrieden mehr, dass heu sehen, Dankeschön, und dann wird es all geworden. Du mit wird heu nicht zufrieden. Hij zag eine Gelegenheit, irgendwo diesen Dank noch uitzudrücken. Manche einer, ich glaube, manche einer, der wird vielleicht so gedacht haben, naja, durch die schwere Zeiten, wo Israel gegangen ist, durch den Krieg mit den Philister, wo selbst der König in seinen Seen das Leben verloren haben, durch die Jahre, wo David bloß über Juda König geworden war, die ersten 7 Jahre war er bloß über Juda König. Dort über Israel wir nicht unser Arm. Dort wir unser eine andere Herrschaft. Und manch einer mag vielleicht so gedacht haben, naja, durch das alles, und soll sein Haus, dort hier zu Israel, nicht zu Juda, wo er König war, sagte, durch diese alle Jahre mag manch einer gedacht haben, naja, wo wird einer eine Spur finden? Jaftet hier irgendwo nur eine Spur zu finden von irgendeinem einzelnen Mensch, wo er noch von Jonathan seine Herkunft war, dort als fehlte Schwur, wann es überhaupt irgendwo eine Spur geben, der du fahren. Aber wollt ihr, David fängt die Gelegenheit, am Licht dort oben horten, und er sieht irgendein Weg, wo er dort uitrecken kann. Manchmal ist es so, wir gehen uns manch einmal was in den Stich, wenn uns irgendwo ein Anliegen ist, dass wir sollen irgendwo ein Dank wiesen gegenüber Gott, wir sollen irgendwo was du verdauen werden, wie Gott dankbar sein, gegenüber arm, manchmal auch gegenüber einen anderen Menschen. Und wenn das dann aber erst die Gelegenheit vielleicht nicht passend ist oder dort nicht reich mitgekommen ist, dann fallen wir so, naja, vielleicht ist das dann noch nicht so wichtig, das ist hier alle anders mitgekommen und so weiter. Aber nichts ist dort bei David, sondern bei ihm lebt dort. Und er macht diesen Dank, was er in sein Hort hat, den macht er sich hier ausleben. Nicht einfach Dankeschön einander vorig, sondern er macht das ausleben. In Psalm 50, Vers 14 und 15, Psalm Kapitel 50, Vers 14, 15, da sagt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Wenn ich diesen 15. Vers in einmal soll die Frau stellen, kann wir dort versprechen Gottes, dann wird manch einer sagen, das kann wir auswendig, das kann viele auswendig. Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten. Aber kann wir dort auch den Satz, was der Pfarrer stehen hat, womit sich dort verbindet, du sagst, opfere Gott Dank, betul den seine Gelübde, und raub am Ohren, wenn du in Not bist, was die hören. Manchmal, dann soll wir die Gaude sehen, wir sollen dort, was uns dort Verdol bringen wird, aber dort Dank, das vergeht wie toll. Und ich glaube, wir können davon lernen, wo wir Gott danken sollen, damit dort uns Hort dankbarer ist. In Psalm 116, 12. Vers, Psalm 116, Vers 12, du sagst dort, wie soll ich dem Herrn vergelten all deine Wohltat an mir? Und ich glaube, es dort ging David dort auch. Wo soll ich den Herrn dort vergelten, all dort, was er an mir getan hat? Ja, wie dort auch dort sein? Und besonders an diesem Tag, wo wir wissen, dass ja von der Erntedank, dort wie Frau und Herr, wo soll ich dort vergelten für all dort, was du an mir getan hast? Ich denke, wir sind leichter dazu geneigt, Frau und Herr, was können wir tun, dass wir all dort noch kriegen, was wir dachten, was uns wird gut tun?
Der Psalmist sagt, Herr, wo kann ich danken für das, was du mir all gegeben hast? Paulus, heute Schrift, der Thessalonicher, 1. Thessalonicher, dem 3. Kapitel, im 9. Vers, der Schrift heute, denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott? Wollt ihr angeht, das kriegt so. Paulus doch ohne Thessalonicher, heu wisst, wofür Fried, wofür Deu in seinem Leben bedienen deuten, dass die Gemeinde und wo eine arbeiten deuten, heu wisst, wo eine Verbindung, wo eine Gemeinschaft wir, und heu fragt sich, was für ein Dank, ja, wie Gott du verbringen, für all die Fried, wo wir dürfen haben, wie noch jüngst geben wird. Ich wünsche, dass uns hört, auch können bewegt sein der Dankbarkeit. Weil wir auch den Weg finden, indem wir Gott danken können. Weil wir den Weg auch so segnen, das David deut, indem dort herumforschen deut, indem dort segnen deut, als dort irgendwo einen Weg geben deut, dass der Psalmist sein wird. Wo kann ich Gott den Dank dafür geben, wo für dort, was er an mir getan hat. Das letzte, was ich hier erwähnen will, ein dankbares Wort, dort jaft freudig, mit Fried seinen Dank. Nicht gezwungen, sondern mit Fried jaft dort seinen Dank in seine Gaben, was er geben wird. Ein Dank zu geben, dort ist nicht eine Pflicht, nicht für Gott. Von einer Seite sein. Von einer Seite sein, wo wir sein, zu danken, das ist nicht eine Pflicht, sondern dort soll unsere Anstellung sein, dort soll freiwillig kommen. Irgendwo Treue zu geben oder zu belohnen, aus Dank dafür, was der andere an uns getan hat, ist auch nicht eine Pflicht, sondern dort ist freiwillig. Von einer Seite sein. Von der anderen Seite muss wir sein, wir sollen uns schuldig fallen, irgendwo zu vergelten. Aber von einer Seite will wir sein, aber das so freiwillig kommt von uns hört. Wenn wir hier kicken, wo dort bedienen deut und David sein Dersch und am Königsdersch zu eten, dann soll wir dort was ganz Besonderes werden. Nicht jeder einer kann dort. Da können die Familie von dem König und bis bestimmte Personen, die dort ausgesehen werden, die können den sein Dersch eten. Und besonders noch, wenn wir hier kicken, dann Mephibosheth, dort wir ein Luma-Jung von Jonathan seine Sehens, dort wir ein Luma. Der hat Lume feut. Ich weiß nicht, dass er selbst nicht gehen kann oder bloß kreblich gehen kann. Und um König sein Dersch zu sagen, für ein Lumen, wie dort Gott sei, der Rechte steht. Wegen die Könige, die wollen dort haben, wo eine Schmacke, eine Königsfamilie, wie wird durchstehen dort. Aber hier bedarf es wieder kein Trouble. Für ein dankbaren Ort wird kein Trouble, dort ein Luma wir. Den wird Gott zu viel für ihn, und dem wird auch gar nicht schwer, sein Dank und Arm sich dort zu drücken. Paulus hat Schrift auch zu Korinther, wo sie sollen dankbar sein, aus seiner Spende Sohn dort für Jerusalem. Und du sagst in 2. Korinther 9, jeder einer soll dort geben, was er sich in seinen Horten vergenommen hat. Nicht über Zwang, einen freiwilligen Geber, den hat Gott läuft. Einer, wo er mit einem dankbaren Hort geben wird. Dort kann Gott gebrauchen, für dort freut Gott sich. Als Paulus den Onesimus bei sich hat und dann den Tränen Philemon schicken dort, dann schrift Paulus einen Brief an Philemon im 1. Kapitel. Dann schrift er einen Brief an den und sagt er, eigentlich kann ich den Onesimus auch bei mir holen. Aber sagt er, ich will dort nicht, und dort du dort anwählen wischen, und dort du den dort selbst verschwellen. Er will sich nicht die Gabe nehmen, er will nicht den Dank fordern, sondern er sagt, dort soll aus dein Hort kommen. Wenn dort aus dein Hort kommt, dann ist das gut. Und wenn dort nicht, dann will er dort nicht nehmen. 2. Chroniker, den Vers will ich noch lesen, 2. Chroniker 29, Vers 17, da sagt dort, und zwar begannen sie mit der Heiligung am 1. Tag des 1. Monats und am 8. Tag desselben Monats kamen sie in die Vorhalle des Herrn. Und sie heiligten, ich habe hier irgendeinen rechten Vers abgetegnet. Da habe ich hier einen rechten Stelle abgetegnet. Der Vers, der sieht einmal, wo David den König merken wird, oder wo er die Gaben für den Tempel merken wird, wo er die Gaben da handstellen wird, dann
dann betet zu Gott, nur dem, dass er die Gaben alle gemerkt hat, alle Dinge, die er für den Tempel geben soll. Dann betet David zu Gott, und dann sagt er, Gott, ich wollte, dass du ein freiwilliges Hort wirst sein. Du kriegst ab der Anstellung von Hort. Und du wirst das mit Frieden, freiwillig für dich gegeben. Dann sagt David, und er freut sich zu sein, so ist das Volk freiwillig kommt am Gott zu dienen. Und du merkst wie all, dass Gott ein dankbares Hort, dort jaft den Dank und dort jaft die Gaben, für die Gott sich wirklich freundet. Und ich will hier nur noch die Frau stellen, als ans Hort zu eingestellt. Je wie Frau, je wie mit einem dankbaren Hort, oder ist das bei uns anders? Noch eine Geschichte. Ich las eine Geschichte von einer Frau, die dort nicht begriffen, dort so viele gute Dinge erleben hat, für die sie so dankbar sind. Dort wir krank anders, krank im Gegenteil. Die fängt nicht gute erleben, für was sie dankbar wir. Viel mehr, dass sie für alles immer so verdrießlich wir. Und ein Tag, nicht, wo bei ihr wohnen dort, und ein Tag, kommt nicht von einer Versammlung nach Haus, und nu hat ein Kurs gemacht. Und dann bringt nicht das Kostje aus dem Geschenk, und dann sagt sie, guck mal her, das Kostje, das ist von der Mission. Und das Kostje, das man wo handstellen, in jeder Mal, wenn man dankbar ist, dann nennt man dann das ein Groschen nennen, und das Kostje. Da weil also so ein bisschen sind Wort Sporen, was immer, was du so heranhaft, irgendwo nennen, starten nicht, was nicht einfach merken und Rüt holen, was immer einer will. Jeder Tag wird einer irgendeinen Grund zum Dankbar sein hat, oder für jeder Grund, was einer zum Danken hat, dann wird einer ein Groschen nennen in den Kosten. Und dann, dann fragt er mich ja noch so, nicht, ist dort nicht eine gute Idee? No, das wäre rein verdrießlich, no, dort wird keine gute Idee. Aber dann nimmt das Kostje, was sie haben, stellt das ab den Kommoden ab, und dann, als er dann schlucken gehen will, dann los sie nach den Vers, was da auf das Kostje geschrieben steht, du siehst, und wo soll wir die danken für all die Wohltaten, was du und uns getan hast, den Vers, was wir in Psalm lesen deuten. Wo soll wir Gott verdanken für all die Wohltaten, die er heute deut? Und dann dachte sie so, Wohltaten, was dort für ein Asern? Sind kann ja nicht in Ehren leben, was gut ist. Und dann ging sie schlupen. Sie lädt sich dort im Schlupen, als sie anschlupen will, sie können nicht für es anschlupen. Dann wird einmal fahren dort bei, dort in Irland, da gibt es viele Flüchtlinge. Und die Flüchtlinge, die können gleich tüß im Bad schlupen, sie dort können. Sie haben einen Weg, das warmet machen, das Bad. Die Flüchtlinge, die mussten auf eine coole Flur schlupen, in ganz auf eine offene Stab. Du mussten die Bad abmerken, am zu schlupen. Und dachte sie so, na ja, wo können sie überhaupt, dass sie ein gutes Bad haben? Ah no, dort wie amaglich, du über nur zu denken. Sie will schön schlupen. Und dann will sie schlupen, sie können nicht anschlupen. Dort Leute nicht tag. Schließlich, der stund ab, die Früh, dann gingen sie in ihre Geldtaschen, dann nahmen sie sich ein Groschen, gingen nach ein Döschen oder ein Kostchen, dort in der Nähe, dann wie sie weichte baden, dann können sie schlupen, können sie dort verjähren. Dann schläuft sie, den nächsten Tag, als sie Frühstück eten, dort kriegt sie den Pass, und sie los den Pass, und dann los sie davon eine Geschichte. Irgendeine Mama, wo ihr Kind so schlecht behandelt hat, der hat so misshandelt, so verschleert. Dann fällt er bei von ihrer Mama, ja, sie hat eine ferne Mama gehabt, der wir läuftulich der Arie was. So misshandelt hat er kaum nicht, so grüllig verschleert und Raum gedurcht ab an, wer weiß nicht, was so schlecht behandelt. Sie hat eine läuftulige Mama was. Dann fällt er bei, na, dort will ich vielleicht auch zum Danken sein. Dann nehmen sie noch ein Groschen, jengt, lädt in das Kostchen an. Und so verjengt der Weg, und mehrere Mal kam da ein frischer Groschen in das Kostchen an. So verjengt die Monaten, was ein Jahr haben wir. Und was jetzt ein Jahr haben wir, dann gibt es den Missionsabend, eine Missionsversammlung, von wo sie den Kosten mitgekriegt haben, das Kostchen. Und dann mögt ihre Nerven sich reuen, dann sagst du zu ihrer Tante, na Tante, du wirst nicht auch doch noch mitkommen zu der Missionsversammlung. Ja, sicher, der will sie auch mitkommen. Dann kommt der Mädchen in der Missionsversammlung, sie nehmen ein Kostchen haben, jeder einer braucht sein Kostchen selbst, Mädchen in der Versammlung, und dann du wird dann abgetan. Als die Versammlung zu eng wird, du wird dann abgetan. Eine ferne Andacht hatten sie,
En dan wordt dat geld rijk geschapen. Het held dat wofür dat jeugd, dan wundert Jan Prediger sich. Mensch, du hast hier aber so viel. Was hast du gedaan, nicht? En dan vroeg de dag als ze een frische kostje mitnehmen. Ja, unbedingt. Dat hat ihr Leben so viel schöner gemerkt. Und sie glauben, wenn sie noch einen Kurs hier hat, das wird euer Leben schöner merken. Und ich wünsche, dass wir auch so eine Gründe fangen. Lasst uns auch die einzelnen Dinge und uns hart bewegen zur Dankbarkeit. Lasst die einzelnen guten Dinge, von Gott an uns tät, uns zu bringen, dass uns Leben auch schöner wird. Und weil wir Gott nicht verjäten, dafür zu loben. Amen. Wir singen nach Nummer 43. Von allen Himmeln tönt der Herr ein froher Lobgesang, so der anbetungswürdige steigt auch der Menschen Dank. O Lebenswort, o Seelenpreis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Dich preisen es und Seligkeit, dir danken hohe Los. Schon hier füllt wer sich deiner Freud, den Himmel in der Brust. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. So soll dein Lob denn alle Zeit in unserem Munde sein und dankbar deiner Gütigkeit stets unser Herz sich freuen. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Einsingen wir im höheren Ton, dir unsere Seele Dank, und dann erschallt an deinem Thron ein besserer Lobgesang. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Ja, guten Morgen. Es ist ein Verreich von dir hier mit Bitte gehen, wenn die hier topkommen, aus den Erde Dankfaste feiern, kann es demokrat sein, wie viele dankbare Menschen hier sind. Aber ich weiß nicht, ich wundere, sind die alle gekommen von dir, was wahrscheinlich haben jeder einer das vielleicht gewissen, was das von dir ging, an der Dankbarkeit. Und das wird vielleicht nicht irgendwann mich so erscheinen, wo die Hand zu fahren und Dankbarkeit zu beweisen, wenn die nicht zu danken haben, nicht so. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns immer weiter durch über Gedanken merken, wie wichtig das ist, dankbar zu sein. Und wir haben auch sehr
Gode wird gehört, wat ons opmuntering lijkt dat, tot de dankbaarheid. En ik geloof, een dankbarer mens, dat is een glücklicher mens. Den geht das schein. En een ondankbarer mens, dat is een zeer unglücklicher mens. Mir jammert het veelmaal über ondankbare mensen. Die haben ein schweres Leben. Und ich glaube, auf und zu, dann fallen wir das selbst ein Simul auch, merkt wie Erfahrung, wo schwer merkt undankbar sein. Ich stelle mir so vor, hier ist keine Band, die keinmal was hat oder undankbar für ist. Aber ich glaube, wir fallen das sehr bald, dass es eigentlich merkt, wenn wir undankbar sind. Ja, danken bringt Glück in ons Leben nein. Und ich will von dir auch etliche Gedanken verführen, was ich denke, was uns soll anspornen, mehr dankbar zu sein. Und das will hier, ich glaube, wir kommen von dir nicht bloß zu danken für das, was wir in der Abend gekriegt haben. Und dann können ja uns etliche Banden sein, die sagen, sie haben keine Abend gekriegt, sie haben nichts zu danken. Und wenn wir uns Gedanken merken, dann durch uns Leben, wo Gott uns führen wird, wo Gott uns ist und was wir verfertigten haben im Leben, wo er uns sehen wird, dann ab eins, dann würden wir uns vielleicht mal ein sehr große Kostjes fordern. Nicht so, dass wir würden taudigen, um da einmal was anleihen, für das, was wir können dankbar sein. Aber ich glaube, die Undankbarkeit, der ist von der nach so, von Anfang an, von Anfang in der Welt, nicht einmal gewusst das. Menschen haben zu grummeln, sie haben zu grunzen, zu grumsäuen, werden unzufrieden, sie haben zu klären, Schuld auf den anderen zu schieben. Und einfach, sie fangen nicht was zu danken. So ist es von Anfang von der Menschengeschichte gewesen. Und wahrscheinlich wird es auch so dort wieder gehen. Aber Gott, seine Kinder, die sollen, glaube ich, danken können. Ich denke an die Geschichte von den 10 Aussatz hier, was wir was Gott gereinigt hat. Sie hatten alle Ursache zu danken. Und irgendwie nicht bloß ein gereinigtes Ding passiert. Sie hatten große Ursache für Gott, für dankbar zu sein, Gott zu danken dafür. Und bloß einer von euch dankt. Ich wundere, was das von dir muss sein. Danken von dir mehr als 1% oder mehr als 10% von den Menschen, die wurden Ursache zu danken. Ich glaube nicht. Vielleicht ist es vielleicht auch ein bisschen weniger als 10%. Wir sind von Anfang an dort Menschen undankbar werden. In Psalm 50, Vers 23, ja, mit lesen am Anfang, du sagst dort, am Gott seinen Weg der kann, muss wir dankbar sein. In Psalm 50, Vers 23, du sagst dort, wer mir einen Dank verbringt, irrt mich dafür, irrt mich dadurch, und der merkt den Wahrheit, dass ich am Gott seine Radung wiesen kann. Ein undankbarer Mensch, verstehe ich von dir so, der kann Gott seine Radung gleich erfahren. Der kann Gott seine Gnade, Gott seine Liebe gleich erfahren. Gott kann uns das gleich wiesen. Wenn wir dankbar sind, dann schien sich dort so, dann sei wir immer mehr, wofür wir danken können. Dort darf immer mehr und mehr, wofür wir können dankbar sein. Wenn dort der Weg ist, wo Gott uns kann seine Radung wiesen, dann soll wir dankbar sein. Ich glaube, dass viele Menschen von der so ein düsteres Leben, in so ein kummervolles Leben in der Welt haben, dort erst kriegt dafür, dass sie nichts finden, wofür sie danken können. In 1. Thessalonicher 5, 16, durch 18 Jahre mit lesen, du der uns dort anspornen, dass wir sollen dankbar sein. 1. Thessalonicher 5, von 16 und 18, du sagst, sieht immer Frau, halt an mit Beten, sieht an alle Lehren dankbar, wie es Gott dort an Christus Jesus von ihnen verlangt. Hier sagt dort einfach, Gott will haben, dass wir immer sollen Frau sein. Na, wir Mennoniten, wir sind vielleicht vielmal so gelehrt, in Christ immer traurig und weigerlich durch im Leben gehen. Viel Triebsoll. Aber hier sagt die Bibel uns, dass wir sollen immer Frau sein. Und wir sollen im Gebet holen. Und wir sollen
en alle leven dankbaar zijn. Ik geloof aber nicht, dass wir für alles dankbar sein. Das kann ich nicht, stimmt es mir nicht so leicht. Aber dass wir sollen an alle Leben dankbar sein. Wir können vielleicht nicht verstehen, worum so oder worum es steht. Aber wann wir das verstehen können, oder wann wir können das wirklich mal erkennen, mit erleuchtenden Augen vom Heiligen Geist oder von Gott, dann würden wir vielleicht sagen, für all unsere schwere Dinge, was wir durchgehen im Leben, jafte doch Ursache zu danken. So ist wir hier von David. Und wir finden mehr in der Bibel, was wir hier tun, wo Menschen das schwor gegangen haben, und wo wir würden sagen, wo sie im ersten Volk keine Grund gefunden haben, dankbar zu sein, aber außer ihr Stärke gehalten haben, in einen Gott festgehalten haben, und auf Gott vertraut haben, und an alles anbefohlen haben, dann zu laat, dann sollen wir auf eins, wofür Grund sie haben zu danken. Wo am ersten Volk vielleicht nicht so nur sagt, dass sie irgendwo können danken. Und Gott sagt, dort ist Gott sein Willen, sagt die Bibel an hier, in Vers 18, sieht an alle Leben dankbar, wie es Gott dort in Christus Jesus von uns verlangt. Gott verlangt, dass wir dankbar sind. In den Römer Kapitel 1, da habe ich einen Vers, da hört sich dort so, dass der Umfang von Auffallen oder Undankbarkeit, dort ist ein Kennzeichen, dass der Mensch von Gott aufhält oder von Gott aufkommt. In Römer 1, Vers 21, du sagtest es dort, und wann sie Gott erkannten, sie geben am nicht die Ehr aus Gott und haben am nicht gedankt. Sie geben sich an ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf, sodass dies eine unverständliche Hort überhand nimmt. Dort hielt sich hier so, das sagt hier, und wann sie Gott erkannten, sagt es, haben sie am nicht geirrt, haben am nicht gedankt. Sie geben sich an ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf. Ich wundere von der Aufhörung, so eine Menschen, die so schwor oder so wenig zu danken fängen erleben, mit Wort geben die sich in ihre Gedanken auf. Geben sie sich darüber auf, dass wir Gedanken haben, wo Gott sie das haben, wo dankbar sie können sein für so eine hunderte Dinge, was uns würden befallen, weil wir uns bloß von Gedanken darüber merken. Oder geben sie sich vielleicht auf, mit wofür der Nachbar hat, wofür der Bruder hat, oder wo Jan das denkt, oder wo den das denkt, und sie werden allein nicht bei durch. Dort schien sich so, Menschen wollen von dir immer dankbar sein für dort, was sie noch nicht haben. Sie kicken vorab, und wenn sie dann können so sein als Jana, oder so sein als Steu, dann würden sie dankbar sein. Bloß ein Beispiel, viele Menschen von dir, die würden vielleicht sagen, wenn sie sich mit Konsum und so Fertigkeiten, dann würden sie dankbar sein, dann würden sie zufrieden sein. Aber euer sie das haben, euer sie das du sind, dann hast du vielleicht auch ein älteres Model geworden, hast du vielleicht auch ein anderes abgekommen, und dann, wenn sie sich danach können entscheiden, dann würden sie sagen, das wird ihm schämen. Und so schien sich dort so, bleibt die Menschheit in dieser Welt, sie kicken vorab, und lügen nur den Tag, dass sie noch mal wollen, kann dankbar sein, aber sie kommen nicht bei durch. Ich glaube, viele Menschen von denen, die würden gleich mal durchkommen, wo das Ricker Karrenbücher wäre, wo er mal einfach mal so sagt, nu hat er mal alles, nu kann er mal für viele Jahre ruhig sein, und schein leben, und nicht mehr Sorgen haben, wo er zu dit oder zu dort kommen wird, dann würden sie vielleicht danken. Aber du hört sich das so, dass es zu laut. Dann wird seine Seele wahrgenommen, und also kam er nicht mehr bei durch, dass er Gott kann danken. In Philipper 4, Vers 6, du sagst, wir sollen uns an nichts sorgen, wenn wir den Vers mal lesen. Philipper 4, Vers 6, du sagst, sorgt an nichts, lut Gott mit Beten und Prachen und Dankeschön sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Ist doch nicht herrlich, wenn wir wo am Trouble stehen, eine Schwierigkeit, wenn irgendwer kommt und sagt zu uns, merkt ihr euch sorry. Da wird all ein Wahrheit geben. Dann merkt uns doch ein Unterschied, wer mir das sagt, nicht so?
Wenn ich in so einem Trouble bin und jemand kommt zu mir und treist mich, dann merkt mir dort ein Unterschied, wer mir dort sagt. Ich würde doch checken, na bist du fähig, mich zu halten in dieser Lehre, wo ich bin. Wenn du dort bist, dann würden wir dort trösten. Und wenn irgendwer mir dort sieht, wird vielleicht eine schwierige Lehrstück aus ich sind, dann würde ich vielleicht sagen, na, was hast du unterbeiden? Das würde uns keinen Trost geben. Aber wenn Gott uns das sagt, wenn Gott uns das sagt, wenn Gottes Wort uns das sagt, und ich glaube, ob wir dort mit uns wandeln, mit unseren Worten fertig bewiesen, dass wir Gottes Wort leben, aber wird keiner von uns sein, dass ich dort nicht lebe. Und hier sage ich dort, sorgt nicht um nichts. Lasst Gott mit Beten und Prachen in Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Es steht nicht in Verreich, einfach mal sorglos durch Leben zu leben. Und ich glaube, ein sorgloser Mensch kann danken, nicht so. Ein undankbarer Mensch, das sind die, wo du so viel Sorgen hast, dass den allerdienster sitzt. Der fängt nicht zu danken. Gott will haben, wir sollen dankbar sein. Und wir Menschen verlangen das auch. Wer von uns hat mal den Gedanken gehört, dass irgendwer sagt, na, ich habe ja mal dort und dort getan, oder der hat dort und dort gekriegt, und du hast noch niemals verbedankt. Nicht mal ein Dankeschön wird gewasst. Also, uns ist dort ein Sehen, wenn wir mit dankbaren Menschen keine Gemeinschaft haben. Mit undankbaren Menschen Gemeinschaft haben, wir würden das vielleicht nicht alle gleich zurück sein, aber ich will mir das sagen, mit einem undankbaren Mensch Gemeinschaft haben, wo wir taub haben, das ist ein schweres Thema, wo du immer undankbar ist. In Psalm 28, Vers 7, als auch wer dort sagen kann, dass der Psalmist dort hier sagt, können auch dankbar sein. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Kraft und mein Schild. Mein Hort verlässt sich ab Arm, und ich sie geholfen. Mein Hort springt für Freude, und ich warm in Danklied singen. Wer dort sagen kann, dass der Herr sein Schild ist, dass er seine Help ist, und dass er seine Kraft ist, und dass ich wirklich kann sagen, mein Hort verlässt sich ab dem Herrn. Der hat zu danken, so es dir sein wird, und ich sie geholfen. Wenn mein Hort sich ab dem Herrn verloten kann, wenn wir dort gefühlt haben, dass der Herr uns das Beste mit uns verhält, dann sind wir geholfen. Und dann sagt der Psalmist, hier ist das, und ich sie geholfen, mein Hort springt für Freude, und ich warm in Danklied singen. Dort ist eine herrliche Zeit. Danken bringt Glück und Freude am Leben. Und wenn wir können dort beleben, dass uns Hort für Freude springen wird, aus einer Dankbarkeit für unseren Herrn und uns so gnädig ist, dann sind wir geholfen. In Psalm 34, Vers 2, weil du mal in Vers lesen. Psalm 34, Vers 2 sagt, ich will dem Herrn immer loben. Mein Mühl soll immer reut sein, zu loben. Nicht bloß von dir, nicht bloß da, wenn ich jetzt eine große Arbeit gekriegt habe. Nicht bloß dann, wenn es gut geht. Weil wir Menschen wollen fertig, uns fällt es nicht so schwer, dankbar zu sein, wenn wir irgendwo ein großes Glück gehabt haben. Vielleicht wo einen Traktor gewonnen haben. Oder eine große Arbeit gekriegt haben. Dann denken Menschen so, wenn sie dann froh sind, dann sind sie dankbar. Nicht alle Frauen Menschen sind dankbar. In diesem Psalm sagt dir, ich will immer danken. Er sagt, ich will dem Herrn immer loben. Mein Mühl soll immer reut sein, zu loben. Immer. Und dann, was uns passiert. Schön ist, weil wir können sagen, in alle Lehre, was immer uns passiert, naja, der Herr hat einen Plan mit mir. Der Herr ist, der schläft nicht. Er sitzt dort, er weiß, was dort passiert. Und irgendwo wird es ihm gut tun. Ich glaube, dass wir in uns Leben nicht immer wollen erkennen,
und nicht immer wollen die Ursache sein, für was wir können danken, was uns passieren dann. Aber ich glaube in der Ewigkeit, wenn wir da können, ich weiß nicht, an was wir alles wollen denken können, wenn wir da können denken, an all unsere Probleme und all unsere Wahrhaftigkeiten, was wir im Leben begegnet haben, dann würden wir vielleicht sagen, nu könnte das Bild sein, wo der Herr mir geführt hat. In Psalm 95, wenn wir den mal lesen, Psalm 95, du sagst der Psalmist, er sagt, kommt, weil wir mit Leider dem Herrn loben und ut Freude jochen in unserem Herrn loben, der uns Rat in Sicher hält. Also der uns Rat in Sicher hält, damit wir es gefühlt haben im Hort, dass der Herr uns Rat gerat hat, er uns auch sicher hält. Weil wir dankend für am Kommen und er mit Gesang und Musik ehren, willst der Herr als der große Gott, der große König über alle Jätter, und seine Hand als alles, was unten an der Erde ist, in der Boy, was an der höchsten Spitzen sind auch seine. Dort mehr als auch sind, willst er mögt dort. In seine Hänge haben auch dort Dreheland geschaffen. Kommt, weil wir am Umbeten, und für am Knien und Handfallen vor dem Herrn, der uns gemerkt hat. Willst er als uns Gott, und wie dort Volk ab seine Wehr, in der Schub, für der er sorgt, wenn je von, in der Schub, für der er sorgt. Wenn wir uns Gedanken merken, wir sind hier, glaube ich, nicht Schubhor, wir können doch nicht viel, aber eins denkt mir sicher, in Schubhor, der hat dort gut fermat seine Schub, der würde nur sein, dass seine Schub gute Wehr haben und dort die gute Buddha haben. Wenn der Psalmist uns hier verglichen hat, dass Gott uns hört ist, dass wir seine Schub sind, wer hat Zweifel, dass er nicht was versorgt wird? Keiner soll darüber zweifeln. Und dann sagte er wieder, wenn die von dir seine Stimme hören, dann verhört jene Horten nicht, so ist bei Mariba passiert, bei Massa in der Wildnis, wo jene Fuhrers mich versorgten und ab der Probe stellen, wann sie meine Worte auch all geseinen haben. Das Volk ist mir 40 Jahre hierhin angewachsen, so dass ich sehe, dass es ein Volk, das am Hort irren in meine Wege nicht lehren wollen. Du wen schwur ich in meinem Ohr, dass sie nicht an meine Rühstehen kommen sollen, der ich an versprechen habe. Er sagt dir, so will wieder nun nicht so sein, so ist das Volk dort in der Wüste wieder, 40 Jahre. In uns ist die Geschichte bekannt. Ich glaube, die Geschichte ist uns, glaube ich, alle bekannt, wo das Volk Israels in der Wüste wieder. Wir wollen erstens voll, der ich Wort von der Marche Hand, Gott das Volk aus Ägypten rüberführen, wo sie in der Sklaverei wären, wo sie Sklaven wären, wo ihre Kinder am Blatt gekleint worden oder im Fluss geschmissen worden, wo sie ein sehr schweres Leben hatten, wo Gott uns auf eine wunderbare, gewaltige Weise rüberführen wird. Wo immer war, wenn sie sahen, so dachten sie selber um ein, zum Beispiel bei der Meer, fallen wir das Meer, hängen entweder das große Kriegsvolk, immer war, sahen sie dort, wir sind in der Eng, aber euer sich uns, was am Eng scheint, mir Gott eine wunderbare Wahrheit auf. Die Geschichte ist uns alle bekannt. Als sie irgendwo war unwuter wären, dann mir Gott war Wuter über dem Stein schäl. Als sie nicht zu eten hatten, dann leiht Gott Brot vom Himmel voll. Aber da wird eine Schattenwolke, danach eine Lichtwolke, können wir sagen, und Gott lädt ihn. Gott wird einfach sozusagen persönlich mit ihnen. Und was tun sie? Grunzen. Unzufrieden. Einmal war nicht zu sein, wie in der Stadt, dass sie mal drei checken, sehen, checken mal, dort wie wir auch in der Enge uns denken. Und Gott macht so ein wunderbarer Weg auf. Weil wir Gott danken, für den Weg, was uns hier wird wiesen. Wie viel scheiner wird das gewesen sein? Ich denke, wir hatten so, vielleicht würden manche so denken, wenn ich durch gewesen wäre, du magst das ganze Volk in der Wüste, ich würde die Menschen allerhand trösten. Ich würde sagen, check mal, dort wie wir auch in der Eng. Und du mir Gott mehr auf. Wie gegen Drehstärk. Und dort habe ich nicht Wunder, wie da sie wurden verdrängt gemacht.
Und du mir Gott einen Stein, wo das schält. Ich würde gesagt haben, oh, warum klein bisschen? Warum sein wird Gott hier was von Wunder tun? So denken wir nicht. Aber haben wir Menschen das von dir nicht besser als Jahre dann haben? Uns würde das sehr Fragen spielen, wenn wir irgendwo ins Held haben und wir würden uns keinen Tag sicher, dass wir hier morgen noch weiter würden schlafen, vielleicht würden wir morgen noch weiter wieder reisen haben muss, dann würden wir doch sagen, dort wird ein sehr kummervolles Leben. Also ich nehme an, wir haben von dir was viel scheinert, als die Kinder Israels dann haben. Gott ist uns von dir noch viel gnädiger als die können sein. Aber was tun wir? Sind wir dankbarer als die Kinder Israels? Oder sind wir vielleicht klein wird Wort nicht, einmal waren nicht alle nur uns Verständnis nur so schien, dass es Gott utscheint, unsere Zukunft, dann sind wir bedürt und haben Sorgen und drehen uns mit verschiedensten Dingen ran. Jemand sehen muss es, wir sollen dankbar sein für dort, was wir brauchen, und nicht für dort, was uns jankert. Viele Menschen schienen sich so, die wollen für dort danken, was ihnen jankert. Wenn sie dort können, dann sind sie dankbar. Aber für dort, was sie brauchen zum Leben, fangen sie nicht an Dank. Ich lasse auch eine Geschichte von einer Frau. Ich weiß nicht, ob es erst dieselbe Frau war, was wir hier hören. Vielleicht ein bisschen stützt sie dort hängen warst. Aber die Frau hat sich mal vorgenommen. Sie wird jeder Tag vor dem Schlafen gehen, wird sie immer 5 Dinge abschreiben, wofür sie dankbar wäre. Jeder Tag. Dort hat er immer klar gehabt. Wenn ich geschlafen gehe, dann schreibt sie in der Buch 5 Dinge ab, für was sie den Tag war, wie dankbar warst. Weil so ein Buch ist dort, wurden Kinder gleich zu lesen von ihren Eltern, von denen sie gestorben wird. Ja, vielleicht auch am Leben. Aber dort sind sie. Weil wir können immer weiter sein, dass Menschen für was dankbar werden. Hier mal eine Geschichte, das soll eine wahre Geschichte sein. Da wir mal am Mond gewesen auf ein Meer, auf eine Insel, vielleicht habe ich das auch mal gehört, aber da ging mir mal so tief, die eigentlich auf Pferden verteilt. Wenn es von den Menschen nicht Ruhm fängt, dankbar zu sein, post mir da immer was dabei. Oder wenn Menschen vielleicht so denken, sie sind hoffnungslos, du hast keine Hoffnung mehr verehrt, dann post du auch bei. Oder wir mal am Mond gewesen, wir mal am Meer abgefahren mit seinen Lampen, vielleicht auf Meier. Aber da ist ein Problem, wir haben irgendwo alleine eine Insel angerodet, vielleicht wir sind in der Landwege und dort war das nicht krank, wo das wir. Aber anyways, er kommt alleine auf eine Insel nach und du versucht zu überleben, aber ein Tag wird, wo ein Schab dich vorbeikommt, und die Menschen an der Worden sehen. Und er lebt der Boer, er versucht alles halt, was der Boer fängt, taub zu holen. Und er beugt sich das Wort für seinen Schüling, für seinen Schutz, ein bisschen Tag von Blära. Und das dort versucht er dort zu überleben. 19 Tage, als er dort auf der Insel rangeht, und er hat vielleicht ein kleines Viehchen gehabt, wo er sich dann mit Keul wurmt. Als er auf der Insel rangeht und all seine Verzweiflung, dann auf eins, dann sieht er, das fängt daran zu regnen. Das schafft er doch wohl ein geratet Vieh, was er gehabt hat. Und er holt sich dort halt, als er nie so muss taub holen. Um sich zu wärmen, um zu überleben. Dann fängt es an zu regnen, er geht zu Hause, sagt er nu als alles, was er durch Taub gesammelt hat, das alle empfiehlt. Nu denkt er so, nu ist alles gut. Das ist das Letzte. Aber kriegt dort wie seine Radung gewasst. Da wie ein Schab weit aufgefahren, aber diesen Mann durch keinmal wird gemordet hat auf der Insel. Wir weit am Boot ein Schab gefahren hat gesagt, dass du regnen da auf der Insel und dort du musst was sein. Du willst ja doch nicht Menschen. Dann fahren sie daheim und fängen diesen Mann durch. Dort Beispiel, ich glaube, als ein Beispiel, das ist eine Geschichte, was uns viele Mal vielleicht sollen Trost geben. Wenn wir menschlich zu sein, vielleicht zu denken, nicht alles in ein, dann sollen wir Gott fragen, was weißt du mit das? Oder ist das vielleicht gerade meine Radung? Jan Mann wird kriegt der Radung, dass das alle in Rück abjenkt, da ich dort sauen sie dort durch.
hij hat vielleicht an gedacht, dass der Radung wir, hij dacht so nie wie alles uit, en du wir seine Radung um dich biesten. Ich glaube vielmal, wenn uns große Schicksale im Leben begegnen, vielleicht werden wir sein, uns ist das bekannt, mehr Menschen ist mal im Kamen aufgebrannt. Dort, vielleicht ist das nicht das größte Trouble, aber aus dem Beispiel. Können wir dort nicht so bechecken, naja, dort ist besser, der brennt auf, als ich das vielleicht wieder im Kamen gedreht, weiß nicht, bloß ein Gedanken. Aber ich glaube, so fängt wir von der aller Wegen, wenn wir mal würden positiv denken, fängt wir an alle Schwierigkeiten irgendwo nach war so, dort können vielleicht nach war gut sein. Der andere Geschichte wir von einem Jungen, den wir mal ein Bein aufgebracht haben, er wird immer ein dankbarer Junge gewesen. Der am Jebekorden gekannt, alles hat er Gott einmal gedankt. Was immer du passiert wird, hat er gesagt, Gott sei Dank dafür. Einzelnen Tag dann hier in den Oberschjungen dort, ist das ein Bein aufgebracht, das ist vom Piet draufgefallen, und als ein Bein aufgebracht, und nu fielen sie den mit der Schiefkorn in Haus, begegnen diese Jungs den an Freude an, das war der dankbar, die Bein aufgebracht ist. Ja, hat er gesagt, hey, dank Gott dafür. Wobei ich kann von da nicht verstehen, warum. Dort die nicht lange brachten Kirch und man all die Jungs zum Kirch, der sagt, die darf nicht, er konnte es bleiben. Weil so passiert vielmal, dass all die Dinge, was wir vielleicht so denken, da haben wir nicht gesagt, für da und die denken uns zum Besten. Wenn wir so denken, dass wir nicht zu danken haben für die schlechten oder für gute Dinge, dann sollen wir nochmal anfangen zu danken für die schlechten Dinge, was wir nicht haben. Oder auch vielleicht für die schlechten Dinge, was wir beleben. Viele Mal, wenn ein Mensch wo in Eilig begegnet, oder der krank wird irgendwo, dann ab eins, dann fängt er doch eben nur zu denken, wofür die Gesundheit wird das. Da vielleicht schon mal für die Gesundheit gedankt. Da sollen wir vielleicht mal danken, dass wir krank geworden sind, und dann, dass wir mal wieder dankbar können sein, weil wir uns gesund sind. Die Geschichte habe ich auch hier bei Kiel von einem Mann, nu kriegen diese Zeit, wo viele Menschen, dort ein Oxygen fehlt, irgendwo mit der Luft, er hat sich ein Stützchen wo angedungen mit wegen ein Oxygen. Und außer dann ist die paar Deo, die eben ist, dass er reden kann und fragt, was das kostet. Dann sagen sie den Priester, er tiert sich so grasslich sehr. Das Doktor, den Angestellten denken so, die haben vielleicht kein Geld, du tiert sich so sehr. Frau, so was du erst, dass sie nicht Geld hast. Und er sagt, no, Geld habe ich genug. Du fehlt ihm das gleich an. Aber einmal ist das nicht mal wichtig geworden, wie viel hat Gott Dank schuldig ist, dass er so viele Jahre einmal kann so leicht atmen, ohne ein Peso. Einmal auf die Oxygen noch keiner was gekostet. Also, dass wir krank geworden, dort hat er bewährt, dankbar zu sein für dort, wo er vielleicht noch niemals dafür gedankt hat. Ja, man früher mal, wofür machen so viele Menschen krank sein in dieser Welt? Vielleicht ältere Menschen, Krepels, was wir so denken, aber was will Gott hier mit in dieser Welt? Wieso lässt Gott nicht sterben? Wieso nimmt er hier nicht wahr? Der hat hier kein Vergnügen, keine Frieden in dieser Welt. Hier mal wieder meine Frau, warum hat Gott das so? Dann hat einer mal einen Gedanken und ich stimme damit bei. Er glaubt, dass Gott durch die kranken Menschen, die vielleicht leiden mussten, von einer Zeit oder einer Zeit, da hat Gott vielleicht durch, dass die Gesunden sollen dankbarer sein. Dass die sollen erkennen, wofür die Gesundheit wird wir. Und das ist nicht so dort, wenn wir ein kranker Mensch sein und schwer krank ist, dann hat man einen Fall uns mit welcher für die Gesundheit da. Eine Beschreibung schreibt es dort, ich kann nicht sagen, der Port von der Welt, aber ein Schreiber schreibt es dort, er sagt, wenn du Eten hast, und wenn du Kleider hast, und wenn du einen Tag über den Kopf hast, und wenn du einen bestimmten Platz hast, wo du die Kostole in dem Schlupen, dann bist du reicher als 75% Menschen von dieser Welt sind. Für jeden von viele Menschen, die können nicht so machlich schlupen. Die haben nicht so ein feines Haus, wo sie von allen Schülern bewahren,
von allen Eishafen, von allen Kalden und Regen. Die sind sich nicht sicher, wo sie nächste Nacht wollen schlucken können. Also wir denken vielleicht werden so, wir sind nicht von da. Aber das lieber sage ich, weil wir dort haben, dann sind wir reicher als 75% Menschen von der Welt sind. Also, wenn es dort ist, dann fehlt es vielleicht, dass wir mal ein bisschen mehr kann leben von in der Welt. Na, viele von ihnen kann das vielleicht. Aber wir wollten, dass dort viele Menschen in der Welt sind, die leben nicht so wie von der tun. Viele Menschen sind glücklich, aber sie sind nicht dankbar. Andere die sind dankbar und auch immer glücklich. Ein undankbarer Mensch, der merkt die Welt, der merkt sich selbst in der Umgebung, der merkt die krank. Vielleicht wie dort undankbare Menschen krank wurden und dort auch andere Menschen können krank merken. Ich glaube dort, wenn jemand hat versucht, vielleicht ein Vater hat versucht, sein Kind zu halten, in irgendwo, mit irgendwo zu halten, er wird anders, immer bis undankbar und jemand zu treffen, der wird einfach krank, der wird mutlos damit. Oder wir können sagen, wenn ein Gemeindeleiter oder ein Diakon oder noch sehr was, irgendein Angestellter, ein Schuldirektor, wenn der flietig ist und versucht, das Beste zu tun, und die Menschen sind immer undankbar, die haben immer zu kritisieren, erst jemand zu treffen, dort kommt der andere nicht krank wird, mutlos, der abjafft. Oder wenn eine Mama vielleicht den Tag über Druck gehabt hat mit den Kindern und sie hat vielleicht geschafft und hat den Nachmittag gemerkt, wenn sich alle am Tisch sind, dann kommt die Familie und sagt, das schmeckt nicht mehr viel von dir, das gleich nicht. Was gibt das von Gefühl, oder wo fühlen Menschen sich? Oder ein Kind, wenn ein Kind sich vielleicht angestrengt hat, dann hat den Vater vielleicht wohl irgendwo eine Freude mehr, da hat vielleicht auch, wenn auch anscheinend irgendwas versucht zu tun, in seine Ordnung, das Beste, das gut wäre, dann kommt der Vater in Grünstebus über, unzufrieden, undankbar, hat keiner was zu loben, wenn ein Kind was tut. Was tut das? Der Mensch, der wird krank dadurch. Also, wenn wir nicht undankbar sind, naja, eigentlich sind von der keine Undankbare. Der Undankbare ist gleich sein Tüß geblieben, weil der hat nicht was zum Danken. Ich weiß aber nicht aus, wer Tüß geblieben ist. Eine Geschichte, die mir hatte mitzuteilen, in der 2. Chronik, Kapitel 20, wo wir das sein, 2. Chronik, Kapitel 20, wo wir sein dann, was Dankbarkeit tut. Dankbarkeit hat eine große Macht. Hier wird eine Geschichte in 2. Chronik, 2. Chronik, du wie Josaphat, du warst Josaphat, dass wir in Chronik, wo uns angesagt wird, dass eine große Herd schreien wollen gehen an. Am wird Angst. Er sagte, dass wir eine große Herd, und sie werden gleich fähig, zu gehen zu stehen. Und was er deed, er ging für das erste nach Gott. Er deed Gott hochheben, er deed Gott groß machen, und er sagte zu Gott, dass gehen anscheinen kann. Also du verleitet sich ab. Und was mir auffällt erst in dieser Geschichte, er dankt euer Gott, was bewiesen hat. Warum wir was lesen? 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 6. Du siehst Josaphat und seht, Herr, du Gott von unseren Vätern, bist du nicht Gott im Himmel und König über alle Königreiche von den Völkern, bei dir ist alle Kraft und Macht und du hast keiner, wo die wahre Stunden kann. Also er ging nach Gott und er deed arm dort sein, dort was er hier tut. Er verleiht sich ganz ab arm. Und dann Vers 12 und 13, du lest, er sagt, uns Gott, wirst du denn nicht bestrafen? Wir können uns je in diese große Armee nicht wehren, was je in uns kommt. Wir weiten nicht, was wir tun sollen. Du wirst checken unsere Ohren ab die. Das ganze Volk von Juda, der Ole und auch die frühesten Kinder standen dort vor dem Tempel. Also hier wie Josaphat,
Wir können sagen, er kam hier am Trouble näher. Am Wort in eine ganz schwierige Nachricht gebracht, er kam am Trouble näher, aber er ging nur Gott, und nicht bloß er allein, mit der ganzen Juda, sagt es. Wir können sagen, mit der ganzen Gemeinde, mit Frühes und Kinder. Sie gingen alle in den Tempel und sie rupten Gott an. Und wenn wir wieder lesen von Vers 16, dann hat Gott antwortet. Er sagt, morgen soll die gehen und raufgehen. Wenn sie den Weg von Sis abkommen, wo ihr an trafen, eng von der Tool, wo der Wildnis Jeruel anfängt, je selbst überbrochen nicht kämpfen, blieb stohnen und checkt tau, wo echt der Herr verjüngt sehen war. Fürchtet nicht, je Anwohner von Juda, in Jerusalem, morgen gut an entgegen, der Herr wird bei uns sein, also das Kriegsvolk soll entgegengehen. Dann schneidet Josaphat sich dohl und neigt sein Gesicht nur die Erde. Und auch das ganze Volk von Juda und die Anwohner von Jerusalem schmeuten sich vor dem Herrn an und beten am an. Und die Leviten, die nur kommen von Kehat und Korach wären, mögen sich ab an den Herrn Israel, ihren Gott, mit lüdisch Hollleider Stimmen zu loben. Mit lüdisch schallender Stimmen zu loben. Also, hier wird noch kein Gott, hat sich nicht bewiesen. Er hat ihn sicher versprochen, dass er nicht hinterlassen wird, dass er sich am ihn schämen wird, dass er siegen wird, und sie loben. Aber das denkt wir nicht passiert. Gott hat uns von der auch versprochen, dass er sich am uns schämen wird. Auch wenn wir alle Dinge noch nicht klar haben. Da wir am Loben, oder da wir warten, was ist passiert ist. Deshalb kann es sein, dass wir warten, wenn er zu Wort rankommen, was wir gehört haben, was du gesagt hast, dann wollen wir die dann loben. Vers 20. Tätig am nächsten Morgen, als sie losgingen nur der Wildnis Tekoa, stellt Josaphat sich fern und seht, horche mal her, je Männer von Juda und Jerusalem. Dort dem Herrn den Gott vertrauen, dann wo ihr stark sein. Gleich seine Propheten, dann wo ihr siegen. Also stark merkt uns, wenn wir dem Herrn vertrauen. Wenn wir an zweifeln, dann sind wir schwach. Vers 21, er beruht sich mit dem Volk und stellt die Tempelsänger und ihre Dienstkleider an, für die Armee zu gehen. Sie sollen dem Herrn loben mit dem Leid. Dank dem Herrn, weil seine Treuheit geleibt, hielt niemals ab. Und als sie anfangen mit Danken und Loben, leitet der Herr wird vom Hängen kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Burg Seir, die gegen Juda losgegangen wären, dort sie in Verwirrung kämen und sich gegenseitig vernichten würden. Durch stellen sich die Ammoniter und Moabiter gegen die vom Burg Seir wären, die auszuroden und zu vernichten. Und als sie die vom Burg Seir vernichtet hatten, geroden sie selbst jenem anderen und schlugen sich gegenseitig tot. Als Juda über die Stadt kam, wo sie an der Wildnis nachchecken können und sich nur das feindliche Heer rancheckten, sahen sie bloß nach deutschen Menschen auf ihr liegen. Nicht einer wäre mit dem Leben davon gekommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk das Kriegskapitol anzusammeln. Und sie fangen sehr viel Feu, Sachen und Kleider und wertvolle Gerätschaft und nehmen sich so viel mehr, dass sie dort meist nicht reden können und brauchten 3 Tage, um dort alle zu sammeln, weil es dort sehr viel war. Am 4. Tag kamen sie an dort Danktol und dort dankten sie dem Herrn, du wen heute steht Danktol bei diesem Tag. Du waren sie von Juda und Jerusalem waren alle arm und reisen mit Josaphat und aus Fürsten mit Frieden nach Jerusalem. Ihre Friede wird groß, weil der Herr an jenen ihre Feind geholfen hat. Sie brachten mit Spiel vom Zither, Harpen und Trompeten in Jerusalem näher. Sie tragen mit Spiel und Zither, Harpen und Trompeten in Jerusalem näher und gingen nur dem Herrn seinen Tempel. Aber über die umliegenden Länder kam eine große Schrei, so als sie dort hielten, dort der Herr selbst gegen den Feind von Israel gekämpft hat. Und so hat Josaphat sein Königreich Fried
Wils der Herr, sein Gott, gaf ihm an alle Grenzen Frieden. Also mich interessiert diese Geschichte, diese Begebenheit hier. Und ich denke so, dass sie dankbar werden, dass sie Gott vertrauen, beweist Gott sich hier. Wenn sie undankbar gewesen wären und Gott nicht vertraut hat, dann wird Gott sich hier nicht bewiesen haben. Aber also, sie kriegen eine schlechte Nachricht, sie haben vielleicht viel gesagt, undankbar zu sein, und bedrückt zu sein, aber als sie durch kein, bei der Kriegstool kommen sei, dann sahen sie bloß alles deutsche Menschen durch. Und sie hatten ein großer Sieg kommen sei, sie nahmen viel mehr, und sie hatten ein Danktool, wo sie dann taub scheinen und wo sie dankten. Ich wundere, wer von uns alle ein Danktool hat. Würde das auch sein, wir würden auch einfach mal in jeder Heim ein Danktool haben? Na, wir können alle wegen danken, aber einfach extra, dass wir Gott danken würden. Noch ein paar Gedanken zum Schluss. Wir sehen von dir, dass viele dunkle Wolken, die unsere Glaubensväter abgegangen sind, die sind von dir ein großer Segen für uns und für Gott sein Volk, wo sie Gottlich in Ewigkeit wollen verdanken. Wir haben mal ein paar Gedanken, ein paar Männer anschauen, zum Beispiel Daniel. Als Daniel mal verschlafen wird, weiß ich nicht, was er sich gedankt hat. Aber ein weit wie er vertraut sich in Gott, er hält in den Fuß. Als das Gebot abgemerkt wird, was er soll in der Lebensgrund bringen, weiß ich nicht, was er Gott gedankt hat. Aber er hält Gott treu. Er hält Fuß an Gott. Er dient seinen Gott, kriegt es Eier. Aber ich glaube nicht, dass Daniel weiß, was von großer Segen durch diesen Trouble kommen wird. Dass Gott sein Namen bloß noch viel Hostia wird abgehoben worden durch diesen Trouble, als wenn sie anfällig hatten, direkt ab dem Chinese-Stollen abgesagt. Die andere Geschichte, wenn wir Moses in die Geschichte bekicken, dort glaube ich, dort wird er auch nicht gewusst haben, was alles wird von wohl. Moses hat auch Angst. Er sagt, das ist schwierig. Dort er soll gehen, Pharao gehen. Aber er ging, er hält an Gott fest, er vertraut ihm, und was wird er aus? Ein großer Segen. Als David mal am Trouble wir kommen sein, als Goliath, der Philister mal gehen, das Volk Israel kämpfen würden, und er gegen Goliath ging, er ging auch am Vertrauen, was war du von Segen? Als die 3 Männer mal verurteilt waren, dass sie sollen im Feuerofen angeschmissen werden, ich glaube, sie wissen noch nicht den Segen, was dort kommen wird. Aber sie halten an Gott fest. Und was gibt dort von Segen? Gott, sein Name war sehr bosig und weit verspreit. Als Paulus im Gefängnis geführt wird, und er fast geschlagen war mit der Feit und ich Schlatzen, ich glaube, er hat auch nicht gewusst, was wird kommen. Aber er dankt Gott, er sang, er vertraut Gott. Und wir können lesen, all die Gefangenschaften, wo Paulus geführt wird, die Sau, wie es immer war, wo Gott hat führen, dort kriegt dort ein Weg wir, wo Gott sein Namen soll bekannt gemacht werden. Und ich wünsche, dass wir auch können so eine Männer sein, wo wir können immer weiter dankbar sein, kriegen dann, was uns passiert. Weil wir nicht immer verstehen, woran es steht, dann müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Aber wer wir dankbar sind, ich wünsche wieder Gottes Segen. Wir nach aufnehmen zum Gebet. Uns lieber Vater in den Himmel, wir kommen verdienen, wir danken dir, Herr, für diesen schönen Tag. Herr, und wir trägen durch uns Leben, wo du uns geführt hast. Herr, dann erkennen wir viel, wo viel Dank wir die schuldig geblieben sind. Herr, wir freuen dir um Vergebung, dass wir so viel sind, undankbar gewesen, mürrisch gewesen, vielleicht unzufrieden, und haben die nicht vertraut. Herr, wir weiten noch, dass du die nicht Kinder auf alle Wege, was immer du entführen lässt, dass du immer gut mit ihnen fair hast. So ist Eltern vielmehr ihre Kinder irgendwo führen, wenn sie nicht verstehen können, warum so. Aber doch weiß wir, dass Eltern dort viele mal gut haben. So weiß wir, dass du dort immer gut mit uns fair hast. Herr, wir freuen uns, was du uns was üben geben, dass wir wirklich wurden erkennen, für was wir alles dankschuldig geblieben sind. Wir wollen die wieder in uns Leben loben und preisen.
dass du uns Gott bist, dass du allmächtig bist, dass wir weiten, dass du alle Zeit da bist, dass du nicht schlafst, dass du nicht irgendwo drauf bist, sondern dass du in jedem einen jeden erhören wirst, dass du vom Himmel raufkriegst und fragst, dass ein für klug ist und nur die Frau und das. Du Dank wie die Fair. Und sieh uns wieder gnädig durch diesen Tag. In Namen Jesus. Amen. Nummer 197. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stimme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon verbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Gott, nu har vi hiervan dankbaar te zijn. Hopelijk dat je alle dankbaar je was, maar du niet dankbaar blijven. Niet? Gott je neven. Zoals is gezegd wordt, alle aangeloden te middag, wat op je op wordt, wat er in de kerk zijn, in je dag. Zo, wat er al gezegd wordt, middag is vrijdags. En nu middag treffen we dan hier, waar klok 3 hier binnen. Zo, als ik hoop naar te men zien. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.